Yo! Grüß dich, da ist deine Nashita und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Labervideo. Und zwar sehen wir gerade meinen Fernseher und meinen Tisch im Hintergrund. Und falls jemand reinkommt, da ist meine Tür. Und ja, ich kann nur sagen, willkommen im 2019. Und ja, was gibt es noch zu sagen? 2018 habe ich toll abgeschlossen, obwohl das Jahr nicht das beste Jahr war, aber es ist ein okayes Jahr, also immer so ein mittelmäßiges Jahr gewesen. Es hat seine Höhe und seine Tiefen. Also dieses Infovideo auch noch zusätzlich, also wie gesagt, ich probiere über Verschiedenes zu reden. Es ist ein bisschen durcheinander, ich habe nämlich gesagt, ich nehme das Video spontan von der Leber auf. Also, und zwar, viele haben ja meine Covers gesehen, wo ich Videos mache. Und viele haben mir immer wieder geschrieben, die Videos sind asynchron. Das Problem ist, ich habe wirklich zum Beispiel, wenn the party is over, haben viele gesagt, es ist unsynchron, es ist nicht auf den Ton geschnitten, der Ton ist voraus. Und es hat Bilder drinnen. Ich kann euch nur sagen, ich bin wirklich tatsächlich 5 Tage an dem Video gewesen, weil ich habe die Video-Phrases, also die verschiedenen Videos, die ich gesehen habe, wo ich rote Lippen habe, wo ich mit der Kappe bin, wo ich da im Zimmer hocke, die habe ich alle an verschiedenen Tagen aufgenommen. Und an verschiedenen Jahreszeiten. Also das eine, wo ich hocke, ist draussen in der Kälte, als es gewindet hat. Es war arschkalt gewesen, glaubt mir. Und das andere ist draussen, da oben in unserem Nachbardorf gewesen. Und ich habe sogar mein Stöffli als Stativ benutzt. Jetzt momentan habe ich ein Kamerastativ. Aber dort habe ich wirklich mein Stöffli benutzt als Stativ. Und darum sieht es so aus, wie es ist. Und beim anderen habe ich mein Kamerastativ genommen. Ich habe die Lichterkette, die billige Lichterkette, die ich vom Teddyway geschenkt bekommen habe ich genommen und da angestellt. Und der da im Hintergrund habe ich dann aufgestellt. Und ja. Wie gesagt, ich habe auf Instagram geschrieben, dass ich mir recht unsicher war, ob ich das Video posten soll oder nicht. Denn ich habe wirklich probiert, also ihr hört ja meine Stimme, wie ich singe. Und glaubt mir, wenn ich sage, als ich das Lied gesungen habe, ich habe am Anfang mega Probleme gehabt, die tiefe Lage zu bekommen, das Don't you know, dann geht es ja rauf. Und für mich war es schwierig, die Lage zu bekommen. Und ja, es war schwierig mit dieser Lage. Und ich bin am Anfang mega brutal wütend, dass ich es nicht geschafft habe bei dem Voice-Over. Und dann nachher habe ich wie so es geschafft habe und habe an eine Situation gedacht, wo ich mich wirklich fühle und das Lied auch wirklich die Emotionen von dem Lied aufnehmen kann. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass mein Handy da hinten bei mir Regal gestanden ist und ich gesungen habe und ich fast schon verbrüllen habe bei dem Lied. Weil das Lied erinnert mich an eine Situation, wo ich wirklich sagen kann, die Situation ist wirklich so, ich bin leidlich, wenn ich alleine daheim bin. Also wirklich, ich kann zu dem Song wirklich sagen, so, der Song beschreibt gerade die Situation, wo ich mir eingebildet habe und dann in den Song reingetan habe. Was ich auch noch wollte sagen ist zum Beispiel, hättet ihr Lust, dass ich irgendein Buch vorlese oder irgendetwas nochmal vorlese, aber auf Schweizerdeutsch? Oder zum Beispiel, wenn ihr Lust hättet, auf Englisch? Wie folgt in den nächsten paar Tagen muss ich schauen, wie ich meine Covers aufnehme. Denn ich habe mir überlegt, dass ich anstatt ein Video und dann die Voice und dann das alles zusammenschneide und das dann trotzdem wieder unsynchron ist, habe ich mir überlegt, dass ich mein Mikrofon dahinter nehme. Das sieht man jetzt ganz wenig, das da. Also das dahinter. Mein Mikrofon nehmen, einfach anstehen und das Mikrofon innen singen. Und mein Problem ist, OBS hat mega Probleme. Also mein PC hat ab und zu immer noch Probleme mit dem Codieren. Also es steht immer wieder
Codierung ist überlastet. Und ja, dann kommt Geekstübli, habe ich das ein bisschen einrichten, aber irgendwie trotzdem während der Aufnahme kommt plötzlich wie so, Codierung ist überlastet und es ist wie so, ich stehe da und es macht wirklich so, also es ist wie so Stop-Motion mäßig und ganz ehrlich, das wollte ich euch nicht antun. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist mit der Kamera, die ich jetzt aufnehme, mich filmen und dann die Voice, also meine Stimme, dann selber aufnehmen, entweder mit einem anderen Programm oder ja, falls ihr ein gutes Programm kennt, wo die Stimme noch selber aufnehmen kann, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre sehr lieb, denn ich brauche wirklich Hilfe, weil ich wollte ja wirklich weiter für Covers machen, aber weiß auch nicht. Ich gebe mir sehr viel Mühe mit den Covers und ich sehe immer wieder, dass sie nach dem wie sagt man, nach dem Verarbeiten total asynchron sind oder nicht stimmig auf das, was ich geschnitten habe. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn the part is over, ich habe das genau auf meine Lippen geschnitten, wirklich detailgenau. Ich habe wirklich meine Nerven verloren bei so etwas. Ich habe wirklich genau auf den Ton und auf meine Lippen geschnitten und dann, als ich es dann am Release-Tag dann gesehen habe, also allgemein danach gesehen habe und das Thumbnail machen, habe ich habe, sagt nichts, ich habe das Video schon vorher angeschaut, habe vorher schon gesehen, es ist so ein bisschen asynchron und irgendwie beim Aufladen ist es bei einem Teil komplett asynchron gewesen, irgendwie. Oder die Musik hinkt hinten nachher, oder ihr habt ja meine Videos gesehen und weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, mit dem Video. Also es ist schön, wenn man Musik hat und das Video, wo man sagt, das passt zusammen, das zeigt es so und so. Aber es braucht ein gutes Schneideprogramm, dass man das wirklich aufeinander schneidet und dann das wirklich synchron tut, wie so sagen, singen, oder? Oder man hat das Ansteckmikrofon. Aber so etwas habe ich nicht und so etwas ist teuer. Und ja, ich muss euch leider mitteilen, dass ich meine Videos, also Covers selber tue ich nicht einstellen, ich überlege mir etwas, aber zu meinen jetzigen Covers wird es kein separates Video mehr geben, so wie bei Million Reasons, When the Party's Over und bei den weiteren, die ab Million Reasons gekommen sind, hat es ja immer ein separates Musikvideo gehabt, wo ich gestanden bin und so mit der Hand gemacht habe. Und so etwas in der Art wird es nicht geben. Wahrscheinlich nur ich will vor meinem Mikrofon stehen und singen und dann in die Kamera schauen. Ich finde es einfach so viel besser und es ist für mich angenehmer. Und ich finde, ich gebe mir so viel Mühe beim Schneiden und es ist trotzdem nicht gut. Und es macht irgendwie, es macht mich unzufrieden. Und ich bin das sind so ein meine Gedanken gewesen und auch ein paar Infos für euch. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist, dass ich zum Beispiel irgendetwas nehme und auch vielleicht vorlese. Also keine Fanfictions mehr auf Hochdeutsch, sondern ich wollte meinen Kanal wirklich komplett Schweizerdeutsch machen ab jetzt. Und einfach Covers sind halt auf Englisch, weil die meisten Lieder sind auf Englisch, wo ich Cover. Was ich noch vorgehabt habe, das Cover ist sicher Perfect von Ed Sheeran. Wenn mich jemand gefragt hat, probier das Lied doch, würde ich noch gerne von Stefanie Heinzmann My Man is a Mean Man und Cover. Jar of Hearts von Christina Perri, weil ich gemerkt habe, das Lied ist extrem gut und das passt extrem gut zu mir. Und was ich noch unbedingt covern ist aus Mensch, aber dafür bräuchte ich jemanden, der den Rap vom Blick gut kann. Weil ich kenne zwar den Rap-Text, aber ich traue mich nicht wirklich an den Rap an, irgendwie. Es ist wie so, ich kann den Text, ich kann den Rhythmus, ich kann den Flow, aber es ist mega schwierig mit meinem Akzent das so zu reden, dass es genau auf den Takt passt. Und falls ihr jemanden kennt, der gut rappen kann, also ich meine wirklich gut rappen kann und von da in die Schweiz kommt, dann bitte meldet euch da in den Kommentaren oder per YouTube, DM oder auf der E-Mail-Adresse, die auf meinem Kanal
verlinkt ist. Da habe ich eine E-Mail-Adresse verlinkt, und zwar nashicha.youtube@gmail.com. Und ja, Rapper kann man auf die E-Mail-Adresse schreiben. Die ist extra für YouTube. Und sonst, ja, frohes neues Jahr. Willkommen im 2019. Freut euch auf tolle Projekte. Und ja, das ist das, was ich auch sagen. Als letztes wollte ich noch fragen, hättet ihr Lust, dass ich irgendetwas nehme und vorlese und synchronisiere? Falls ihr Lust habt, oder falls ihr sagt so, oh, ihr habt irgendetwas, was ihr sagt, ja, sie können das so nicht, ja, synchronisieren oder irgendetwas. Weil ich habe irgendwie Lust, etwas zu synchronisieren, aber ich weiß auch nicht, Fanfictions ist momentan für meinen Kanal so ein bisschen nicht das Wahre, nicht das Passende. Wie gesagt. Und ich habe noch ein Überraschungsprojekt, was ich auch noch machen will. Und ja, sind gespannt. Und mehr wird ich auch nicht ankündigen. Das Problem ist aber, ihr kennt das doch, wenn jemand etwas ankündigt und ihr freut euch drauf und dann plötzlich kommt es einfach nicht. Und ich will nicht zu viele Versprechungen machen. Es sind jetzt einfach so meine Gedanken, dass ich das und das machen will, aber ich kann nicht, bitte sagt ihr nicht so, die hat es versprochen in dem Video. Ich sage das, was ich unbedingt machen will, zum Beispiel ich will das Lied covern und das und das und das covern. Und die Frage ist, schaffe ich das zeitlich? Weil 2019 wird eine grosse Veränderung für mich bringen. Und ich freue mich sehr auf die Veränderung, aber ich weiß nicht, ob ich dann das zeitlich dann noch schaffen werde. Also bitte, bitte, bitte. Sind vorgewarnt, dass vielleicht ein paar Sachen nicht kommen oder ein paar Sachen, die ich angekündigt habe, auch keinen Platz in meinem Tagesablauf nachher haben. Weil momentan habe ich sehr viel Zeit für YouTube, aber wenn die Veränderung kommt, ist es dann wieder so. Dann habe ich wieder so weniger Zeit für YouTube. Mit dieser Warnung lasse ich euch jetzt in Ruhe und sage, das war es mit einem heutigen kleinen Laber-Info-Video, Hallo-Video von 2019 aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao, ade.